Erzählung geben. Das erzähle ich nicht irgendeiner Frau. Also, das Klonen von Menschen, die Zukunft, eine faszinierende Idee. Noch bevor das erste Experiment mit einem Tier und später mit einem Menschen durchgeführt worden war und man nur im Rahmen des Science Fictions darüber gesprochen hatte, stand meine Entscheidung fest. Ich werde mich klonen lassen. Ich werde mir durch das Klonen ein oder mehrere weitere Leben schenken. Koste es, was es wolle. 5. April 2003, Wien. Mein lieber Klon, heute fange ich an zu schreiben. Endlich finde ich Zeit dafür. Seit 3 Jahren schreibe ich an einem anderen Roman. Es ist gar nicht einfach, die Gedanken in eine fremde Sprache zu fassen. Aber ich werde es schaffen. Ich bin sehr ehrgeizig und hartnäckig. Wenn ich etwas will, kann mich nichts auf der Welt stoppen. Ich hoffe, du wirst es auch. Denn nur so kannst du deine Ziele erreichen. Also gib nie auf. Das ist nur ein Ratschlag von mir, kein Befehl oder dergleichen. Eine von den wenigen Regeln, die ich in meinem Leben zu verfolgen pflege. Mein lieber Klon, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Dieses Buch widme ich dir. Irgendwie bin ich ein wenig neidisch. Denn wenn ich wiedergeboren werde, ich meine, wenn du geboren wirst, wirst du über die Erfahrung von deinen Vorfahren, also von mir, samt den Fehlern, die ich begangen habe, den schönen und schlechten Momenten, die ich erlebt habe, Bescheid wissen. Ich werde mein Leben wiederholen, ohne dieselben Fehler zu machen. Das heißt, du wirst mein Leben wiederholen und auch viel mehr wissen, als ich gewusst habe. Du wirst deinen Werdegang auf einer vorgegebenen Basis aufbauen und nach vorne gehen. Alles, was ich nicht zu Ende bringen konnte, weil ein Leben zu kurz ist für meine unzähligen Ideen und Träume, werde ich dann in meinem nächsten Leben mit deiner Hilfe, mein lieber Klon, erledigen. Was für eine Erleichterung verleiht mir dieser Gedanke. Als würde ich den Tod austricksen. Toll, nicht wahr? 27. Februar 1963 ist der Tag meiner Geburt. Nicht, dass es unbedingt notwendig ist, dieses Datum zu erwähnen, aber für das Protokoll, wie man sagt. Wo bin ich geboren? In Sofia, Bulgarien, Europa, auf der Erde. Ein Jahr nach meiner Geburt bin ich getauft worden in der Kirche mit dem Namen Sveta Trojica, nicht weit entfernt von unserem damaligen Haus. Wenn in deiner Zeit diese Kirche denselben Namen trägt, kannst du sie besuchen und sie dir ansehen. Es ist eine kleine, aber sehr schöne Kirche. Kirchen sind Orte, an denen man die Nähe Gottes sucht, wo man durch einen Pfarrer Hilfe von Gott bekommt, wo man seine Seele reinigen und sein Gewissen entlassen kann und. Mir fällt es schwer, dir zu erklären, was eine Kirche ist und wozu sie notwendig ist. Falls zu deiner Zeit solche Orte nicht mehr existieren, was durchaus möglich ist, kannst du dir aus der Weltgeschichte Informationen darüber holen. Es ist ebenso möglich, dass Sitten wie Taufe langsam in Vergessenheit geraten werden. Was ist eine Taufe und wozu braucht man sie, würdest du dich wahrscheinlich fragen. Ich frage mich heute noch. Laut der Kirche verleiht die Taufe einem die Liebe, die Stärke und den Schutz Gottes. Bitte frag mich nicht, was Gott ist. Man bekommt einen persönlichen Schutzengel, von dem man sein ganzes Leben begleitet und zum Guten geführt wird. Ich halte nicht viel von Kirchen, Taufe und allen anderen Sitten, Traditionen
und Pflichtfeiern, die von der Kirche festgelegt wurden, obwohl ich Theologie studiert habe oder gerade deswegen. Bei uns in Bulgarien wird die Taufe nach einer Hochzeit gefeiert. Man lädt alle möglichen Verwandten ein, auch solche, mit denen man jahrelang keinen Kontakt gepflegt hat. Um sich wohlhabend zu zeigen, gibt man viel Geld aus, ohne zu bedenken, wie man die nächsten Monate überleben soll. An meine eigene Taufe erinnere ich mich nicht, aber wenn ich mir die Fotos ansehe, finde ich viele unbekannte Gesichter. Schau, sagt meine Mama, das ist meine Cousine zweites Grades und hier sind ihre Kinder, Peter und Mariana. Du hast sie schon mal gesehen. Und das ist der Bruder meines Vaters, redet sie weiter stolz, dass alle zu meiner Taufe gekommen sind. Das sind seine zwei Stiefsöhne. Einer heiratete vor 2 Jahren. Weißt du es noch? Wir waren dabei. Ach, wie die Zeit vergeht, sagt meine Mama und seufzt. Als Kind konnte ich nicht einsehen, warum die Erwachsenen seufzen, wenn sie das Wort Zeit erwähnen. Jetzt geht es mir genauso. Meine Eltern kommen aus einem Dorf namens Dragovištica, 100 Kilometer von Sofia entfernt. Sie sahen sich zum ersten Mal in einer Hochzeit. Die Liebe traf sie augenblicklich und sie tanzten die ganze Nacht, Augen aufeinander geheftet. Dann fragte er, ob sie seine Frau werden will. Am nächsten Tag zogen sie nach Sofia, ohne das Segnen ihrer Eltern, und einen Monat danach heirateten sie. Nach dem Tod meines Vaters 20 Jahre später erzählte mir meine Mama, sie liebten sich all die Jahre jeden Tag mehr und mehr. Wie du siehst, existiert die große Liebe nicht nur in Romanen und in Filmen. Als ich klein war, stellte ich mir die Menschen wie Luftballons vor. Milliarden Luftballons, die ringsherum fliegen. Sie bewegen sich in unterschiedlicher Höhe und Geschwindigkeit. Jeder mit seiner eigenen Farbe, seiner Größe und seinem Gewicht. Manche Luftballons treffen sich nie aufgrund ihrer enormen Unterschiede. Andere, die eine Ähnlichkeit aufweisen und sich in einem bestimmten Moment auf derselben Ebene befinden, kommen in Berührung, bleiben kurze Zeit zusammen, dann trennen sie sich, wenn einer schwer wird oder seine Farbe wechselt. Es gibt aber auch solche, die vollkommen zusammenfließen, verschmelzen, als würden sie eine Einheit bilden, sodass sie nicht mehr wissen, welcher Teil wem gehört. Sie bleiben gleich schwer, in derselben Farbe und bewegen sich gleichmäßig ein Leben lang. So hatten meine Eltern gelebt, miteinander, füreinander und wegeneinander. Ich weiß nicht, ob ich meinen Luftballon schon gefunden habe. Ich glaube nicht. Vielleicht finde ich ihn irgendwann. Die Hoffnung habe ich noch nicht verloren, obwohl ich schon 40 bin und es lächerlich aussieht, dass man in dem Alter immer noch mit dem Gedanken spielt, den richtigen Partner finden zu können. Wenn ich ihn nicht in diesem Leben finde, finde ich ihn im nächsten Leben. Das heißt, du wirst ihn finden. Versprochen. Dankeschön.